Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Okay, da ist noch was. Oh, da ist ein Ketzel drunter gewesen, eingefrorenes, das Arme. Und jupp. Ich glaube, ich hätte lieber hier Adam sammeln sollen. Hier hätten mich sehr viel Maschine unterstützen können. Einfach nur Ja, da hätte ich definitiv sehr viel Schutz gehabt. Der gehört auch schon mir, ne? Ja. Den dürfte ich auch schon eingestellt haben für mich. Genauso wie den hier. Alles bestens. So. Ja, schade. Schade. Hätte ich doch hier das Adam sammeln sollen. Da hätten wir extrem viel Maschine geholfen. Phosphorschrot, Verbandskaste und noch ein Safe und zähe Maschinen. Gehackte Geschütze und Bots können deine besten Freunde sein. Mit dem zähe Maschinentonikum von Ryan Industries dauert diese Freundschaft jetzt noch länger. Okay, da können wir genauso gut auch Shorten Alarms aussetzen dafür. Weil so oft renne ich jetzt auch nicht in die Alarmerei. So. Und... Jo, gerade noch so. Nicht schlecht. 6 Auto-Hack-Pfeile. Alter Falter. Das war gut. Unser Maximum haben wir jetzt damit auch erreicht. So. Die Maschine arbeiten wieder für mich. Dort drüber geht's ab. Sehr schön. Ausgezeichnet. Ja, komm her. Gucken wir mal, wer was verdient hat. Huch, das war einfach mal schön in den Betrag geschmissen. So, du auch noch. Okay, da hat noch ein bisschen Bohrer-Treibstoff. Ja, die Blutspritze noch für mich. So. Dämliches Pleister hier. Ja, du kriegst jetzt gleich noch mit. Kriegst noch mit meinen anderen Bots zu tun. Und dann war's das so gut wie. Sehr schön. So. Und Verbandskaste genommen. Und jetzt nichts wie raus hier. Das ist ja echt nur noch lästig. So. Weil hier kommen die Gegner anscheinend immer wieder noch. Ja, irgendwas ist hier schief gelaufen. So. Wenn ich jetzt noch mal meinen Bohrer hier habe. Okay. Warte mal. Hier kann ich nämlich noch Bohrer, Treibstoffkaper. Das geht halt ordentlich ins Geld. Warte, der Elektrobolt. Na, komm her, du Feigling. So. Das war's auch mit dir. Dann können wir jetzt ab zum Verräter gehen. Der Mistkerl. So eine ekelhafte Ratte. Also ich bin auf jeden Fall nicht begeistert davor, dass er My Little Sister überhaupt erst zur Little Sister gemacht hat. Garantiert nicht. Also ich denke, der Verräter, der macht weiter hier Scheißdreck. Deswegen, wenn ich die Möglichkeit habe, so wie ich Grace geschont habe, werde ich ihn umbringen. Das ist einfach sicherer. Sinclair weiß ich auch nicht so recht, ob ich den leben lassen soll. Das ist auch so ein ekelhafter Profittyp. Ach Gott. So. Aber Johnny Topside klingt eigentlich auch hier noch so ein schlechter Name, den andere Leute ihm geben. Ich weiß seit Jahren von Stanleys Verrat hier. Und ich hatte ihm vergeben.
Aber er hat Eleanor in Gefahr gebracht und damit ist sein Schicksal besiegelt. Du siehst, es war Stanley, der dich an Ryan ausgeliefert hat. Er trägt die Schuld daran, was aus dir geworden ist. Die Sicherheitsstation ist jetzt offen. Okay, kann ich eh nichts mehr kaufen. Du kannst deine Rache nehmen. Gütiger Himmel! Lam hat es gewusst? Und da sieht sie zu, wie ich mir einen abbreche? Oh Gott, komm, Kumpel, die Bahn ist bereit! Lass mich leben! Ah, was ein ekliger Typ. Oh grundgütiger Gott, ich schwöre dir, das war nichts gegen dich persönlich, okay? Nicht! Bitte nicht! Auf der einen Seite hat das sowas von verdient, auf der anderen Seite... Ach, das ist nur so ein erbärmlicher Haufen Scheiße. Was hat ihr hier noch zu machen? Der widert mich auch. So Typen widern mich auch. Der ist es nicht wert. Nee, das wäre das, was Lamp wolle wird. Und ich will ihr nicht in die Karte spielen. Erstens will ich ihr nicht in die Karte spielen und das mache, was sie will. Und zweitens, der widert mich echt an. Ekelhafter Typ. Der hat's gar nicht verdient, dass ich mal die Hände mit dem schmutzig mache. In dem Fall ist es wirklich kein Mitleid, das ist einfach nur, er ekelt mich an. Er denkt, er will leben, dann soll er's, aber sein Leben ist einfach nur erbärmlich. Soll er's behalten. Obwohl er 1000-mal für seine verräterische Art verdient hätte, dass man umbringt. Na, ekelhafter Typ. Vielleicht hilft er uns ja auch noch irgendwie. Mal gucken. Aber ich glaube, das ist eher so einer, der lernt nichts so draus. Der macht immer weiter und weiter, aber so what, soll er's machen. Wenn er uns hilft, dann soll er's machen. Hier wären wir, Chef. Endstation. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mummy Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lam denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Okay. Brich in Fontaine Futuristics ein. Alles klar. Das war ja dann die Firma von Frank Fontaine. Es wundert mich echt, dass die anderen Dinger jetzt gesperrt sind. Das habe ich gar nicht mal mitgekriegt, wie das passiert ist. So ein blöder Mist. Komme ich da durch? Genau. Komme ich jetzt halt nur noch mit dem Bohrer weiter. Schade. Ich habe echt nicht mal mitgekriegt, dass wie und warum die andere Waffe gesperrt wurden. Endlich alleine. Diese Einrichtung gehört jetzt der Stadt. Ryan Industries. Zumindest bis die Unruhen abflauen. Es ist zwar bedauerlich, dass solche Maßnahmen ergriffen werden mussten, aber ich muss gestehen, es ist auch erfreulich, dieses Gebäude zum Abbruch freizugeben. Fontaine ist fort. Lamp ist fort. Beinahe jedenfalls. Und du auch noch. So. Okay. Hier gibt es auch 3 Little Sisters in dem Level. Okay, da haben wir ja nochmal. Lamp is watching. Na klasse. Das beruhigt mich jetzt sehr. Oh, ansonsten haben wir nichts. Okay. Das nächste Mal, wenn wir beim Gatherer's Garden sind, können wir auch nochmal die Belohnung abstauben. Please, Harry, Daddy. Schadensforschung. Bist du ein Meisterforscher? Mach mit Schadensforschung das Beste aus deinem freigeschalteten Schadensboni. Das ist gar nicht mal so schlecht. Sehe Maschinen, stolze Eltern, frierender Bohrer, Schnelligkeitsschub. Können wir Hackers Delight wegmachen oder dafür. Irgendwo ist hier noch eine Kamera, wie es aussieht. Ah ja. Oh. 9. Oktober.
war 1967. Hallo. Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne geisteskrank sein. Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich auszuschalten. Meine nächste Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu brauchen. Okay. Finde Gilbert Alexanders nächste Aufzeichnung. Gil Alexander. Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Ausgezeichnet, alter Knaber. Erstmal durchschalten. Aber wie gesagt, dem Sinclair traue ich auch nicht so wirklich. Das ist so ein ehemaliger Gefahrenbeseitiger von Andrew Ryan. Dem traue ich nicht so richtig über den Weg. So, jetzt gucken wir nochmal, dass wir hier eventuell noch frisches Adam finden. Schauen wir doch gerade mal. Nix. Nix. Na gut. Dann halt nicht. So, da ist doch Adam. Da sehe ich doch. Hier drüber haben wir kein Adam. Nee. Aber da lag Adam. Sehr schön. Lecker. Auf der Leiche ist leider nichts mehr. Der Kiste haben wir noch einen Verbandskasten, können wir aber nicht nehmen. Hier noch irgendwo Adam? Nee. Hier wartet kein Adam-Wurm auf mich. Schade. Na gut. Dann hier rein. Und wo ist denn die Schleuse? Da ist er. Zack. Ah, besser. So. Schick sieht's hier aus. Du bist gefeuert. Fontaine Futuristics. Ja, Frank Fontaine ist ja auch schon tot. Das war unser Endboss in Bioshock Ends. Ja, Auto-Hack-Pfeil. Oh, habe ich schon erreicht, das Limit? Ich hätte ganz gern mal andere Waffe wieder zurück, um ehrlich zu sein. Aber erstmal in die Rara. Das beruhigt. Der stiehlt Firmenvorräte, der freche Mistkerl. Firmen Adam aus Firmenbeständen. Ja, genau. Ich hab's gesehen, wie er sich in den Arm gespritzt hat. Okay. Durchsuch den. Aber Mr. A, er hat sich doch schon gespritzt. Es ist nichts mehr übrig. Mr. A? Ich bin dein Arbeitgeber, du sprechende Pestbeule. Wie heiße ich? Alexander der Große. Jetzt fällt es ihm wieder ein. Zu spät, mein Freund. Zu spät. Okay, Gilbert Alexander ist wohl auch durchgedreht. Lasst euch das eine Lehre sein. Okay. Oh, sie kommen wieder, um sich noch mehr geniale Erfindungen von Fontaine unter den Nagel zu reißen, was? Sie müssen wissen, Sir, ich bin eine juristische Person. Sehen Sie, Sir, ich bin Alexander der Große. Eine Firma ist ein Organismus, mein Freund. Und ich kann dich mit einem Fingerschnippen zurück in den Ozean hinauspissen. Na dann, wenn du das kannst. Also Fingerschnippe Pisse finde ich jetzt nicht so schön, um ehrlich zu sein. Aber wenn du das magst. So. Diese blöde Splicer. So. Einer wendiger. Wo bist du? Oh.
Oh, 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 oh. So. Ich habe auf jeden Fall. Antipersonenmunition. Sehr schön. Ja, du hast es zu spät in Sicherheit gebracht, mein Lieber. Eindeutig. So. Okay, das war's mit dir. So. Okay. Alexander der Große? Verdammt, das muss Gil Alexander sein. Mach Sarah. Der gleiche Typ, der die Nachricht vorhin hinterlassen hat. Klingt aber ziemlich durchgedreht jetzt. Mhm. Ja, der ist wohl auch ein Splicer jetzt. Aktiviere den Bioscanner. Das war ja zu erwarten. Er hat ja auch gesagt, dass er bald durchdrehen wird. Das war ja definitiv zu erwarten. Auch für ihn absehbar, dass das kommen wird. Jetzt kann ich hier nochmal richtig drum kümmern. Und was haben wir denn hier noch Schönes? Boah, Treibstoff. Und ja. Für den Rest fehlen mir die Waffe. Verdammt doch mal, warum auch immer. Ich hab's immer noch nicht kapiert, wie es dazu kommen konnte. Ich hoffe, die kriege ich aber auch wieder im Laufe der Zeit. Verdammte Scheiße nochmal. Irgendwas ist so gewaltig schief gelaufen in der Eisstation, glaube ich. Als ich da in dem Eisschrank in dem Gebiet war, muss irgendwas passiert sein, dass ich meine Waffe deaktiviert gekriegt habe. Initiiere Bioscan. Identifiziere Freigabelevel. Identifiziert. Klinisches Versuchsobjekt. Klassifikation Protektor. Typenbezeichnung Delta. Status verstorben. Fehler. Status wird aktualisiert. Bitte warten. Ach, da ist der Bioscanner. Okay. Was soll das? Meine Sekretärin bürgt für dich? Delta. Du bist einer von den alten Protektoren, was? Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt. Für die Ewigkeit gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Oh oh. Und ich bin derzeit nur mit Bohrer bewaffnet. Herzlichen Glückwunsch. Oh leck, das ist ein Rumbler. Und ich habe nichts Besseres als, ja, Klasse. Da muss ich wohl stark mit Klassenniederarbeiter. Oh, dann könnte man sogar auch so hinkriegen. Na? Typenbezeichnung Delta. Status aktualisiert. Okay. Status aktiv. Zugang gewährt. Gut, den Rumbler habe ich ja so ziemlich gut fertig machen können, merke ich. Erstmal in die Rare. Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre. Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind. Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus D. Agnus D. Okay. Agnus D, da haben wir's. Agnus D. Okay, das ist dann mit seiner Stimme hier, ne? Zum Betreten bitte Passwort aussprechen.
Agnus Dei. Zugang gewährt. Willkommen, Gewährt. Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Reizender Typ. Meine Fresse. Aber ich wäre jetzt erstmal echt stark dafür, dass ich ja wieder mal alte Waffe kriegt. Ich fühle mich sehr unwohl dabei, die Nimi zu haben. Hier muss ich auch noch das Passwort abspielen. Da komme ich nämlich offensichtlich nicht durch. Aller hopp. Dann würde ich sagen, dass ich hier an der Stelle meinen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ian Yankee.